Also ich komme schon wieder, aber ich gehe einfach zuerst mal. Ich bin Merita und ich bin 30. A long time ago habe ich einen Sprachaufenthalt gemacht und bin auf San Francisco. Ich hatte eigentlich schon lange vor, einen Sprachaufenthalt zu machen. Und meine Eltern haben gefunden, Papa, Sprachaufenthalt, okay. Ich wollte es darum nach der 9. Klasse schon machen. Ich wollte auf Frankreich. Und dann haben sie gesagt, nein, sicher nicht, du machst so Zeug, du machst jetzt Schule. Dann habe ich gesagt, okay, alles ist gut. Ich mache noch die Berufsmatur. Aber wenn ich die gemacht habe, dann gar nicht. Ich habe etwa 4 Jahre lang meine Eltern immer wieder darauf hingewiesen, immer wieder gesagt, dass ich das wieder machen will. Wirklich mitgenommen, vorbereitet auf Tag X, wenn ich dann wirklich mal gehe. Sie haben immer gemeint, ja, die redet einfach. Und ich habe wirklich gesagt, hey, wenn ich dann einen Abschluss habe, ich gehe dann einfach. An dem Tag, wo ich mich dann nicht angemeldet habe für die Fachhochschule und irgendwie Daten durch waren, um sich anzumelden, hey, meine Eltern, also ich glaube, so dann haben sie so ein bisschen angefangen zu checken, okay, die meint das ernst. Wirklich, ich habe mich gar nicht eingeschrieben, ich habe sofort einfach einen Job gesucht, wo ich mir die Reise finanzieren kann. Und dann habe ich wirklich so 100'000 Jobs gehabt, für das ich einfach so ein bisschen das Geld zusammenbekomme. Als ich das Visum habe beantragt, spätestens dann haben sie gemerkt, okay, die meint das ernst. Ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, okay, ich muss einfach nicht mehr her, wo ich wirklich mit dem konfrontiert bin. Ich muss einfach die Sprache um mich haben. Auf jeden Fall habe ich mich dann bei einer Organisation gemeldet. Die haben mich dann vermittelt, die haben mir eine Schule gesucht und eine Familie. Und mein Gastvater ist Pfarrer. Dann habe ich das so daheim erzählt. Und dann haben meine Mutter so, oh mein Gott, nicht, dass du noch zum Christentum konvertierst. Für meine Eltern ist das ja sowieso etwas mega Neues, dass man so irgendwie so etwas macht. Zu wem kommst du da und was sind das für Leute? Die wollen dich dann bekehren. Aber nein, ich habe nicht konvertiert. Und dann habe ich noch den Flug gebucht. Ich bin wirklich in das Büro rein und habe gesagt, hey, ich habe einen mazedonischen Pass, brauche ich da irgendetwas noch mehr? Und dann haben sie gesagt, nur das Amerika-Visum, das reicht. Gut, dann habe ich darauf vertraut, gell? Und dann ist Tag X gekommen, dann sind wir am Flughafen, natürlich die ganze Bande ist mitgekommen. Ich wollte mein Zeug einchecken, das ich über Air Canada gebucht hatte, wo ich dann umsteigen in Toronto. Und dann bin ich dort bei Air Canada am Einchecken. Und dann sagt sie so, ja, wo ist denn euer Visum? Ich so, da drinnen. Sie so, nein, wo ist euer Transitvisum? Ich, Horti, schnell mal weiss worden. Hey, ich bin aus allen Wochen gefallen. Das war wirklich so eine schlimme Situation. Ich meine, mein Flug ist jetzt gegangen und sie fragt mich nach dem Transitvisum. Dann hat meine Schwester dem Büro angerufen, wo ich gar nicht mehr zu gebrauchen war. Ich so, oh mein Gott, ich kann nicht fliegen. Ich kann echt nicht gehen. Wenn ich jetzt nicht gehe, gehe ich nicht mehr. Ich musste den Flug canceln. 100% nicht zurückerstattbar. Weil das Kleingedruckte musst du selber lesen. Ich so, hey, es geht gar nicht. Wirklich, wo ich einfach noch nachfragen. Und dann musste ich vor Ort nochmal ein Flugticket kaufen. Einfach für einen Direktflug. Zürich, San Francisco, Zürich. Meine Mami hat so gefunden, super, du musst nicht umsteigen. Und ich so, ja, super. 1600 Stutz nochmal. Einfach so. Und dann irgendwie bin ich noch, also wirklich, das war einfach wie im Film. Ich so, ich muss gehen. Mein Flug geht in 10 Minuten. Das ist wirklich in 10 Minuten. Am 1 hatte ich das Flugticket. Am 10 ab 1 ist das Flug gegangen. Auf jeden Fall, ich habe es geschafft. Dann bin ich dort gelandet, in diesem Amerika angekommen. Meine Gastfamilie hat mich dann abgeholt. Und das war wirklich so, wie es so in den Filmen war. Einfach so die Häuschen in San Francisco. Und dann sind wir so dort reingegangen und ich habe wie so das Gefühl gehabt, ich meine, ich sehe so winzig aus. Hey, aber du gehst rein, die Hütten sind riesig. Ich bin eigentlich dort Schuhe machen. Ich habe einfach ein Diplom gemacht. Daneben bin ich aber noch ein bisschen gereist. Irgendwie so die ganze Westküste runter. Ich habe wirklich so das Leben dort, richtig kennenlernen, wie man dort wirklich lebt. Darum bin ich auch in einer Familie rein. Ja, da habe ich mich wirklich sehr viel aber mit meinen Gasteltern oder mit anderen Familienmitgliedern unterhalten, weil ja, die haben irgendwie auch alle zusammengelebt. Also ich habe mich sehr, sehr daheim gefühlt. Es ist nicht nur irgendwie eben Mutter, Vater, Kind, sondern das war wirklich ein Generationenhaus. Also du hast meine Gasteltern gehabt, und dann hat der Sohn noch dort gelebt. Und wir waren zu dritt insgesamt, die Sprachaufenthalt gemacht haben. Hey, und dann die Tochter von ihnen, die hat mit ihrem Mann und ihren 5 Kindern ein Haus gehabt. Und dann hat sie aber das Haus verkauft, hat aber schon ein neues Haus kaufen. Das neue Haus haben sie aber nicht bekommen. Das heisst, sie waren auf der Straße, basically. Und dann sind sie alle zusammen zu uns gekommen. Und sie haben eben auch noch einen Guest Student gehabt. Und die ist dann auch zu uns gekommen. Aber
Und wir sind mega gute Freundinnen geworden mit der Vero. Also falls du das siehst, Vero. Insgesamt sind wir etwa 20 Leute in diesem Haus im Fall. Aber hey, es ist wie so, ich weiß auch nicht, es ist einfach irgendwie gegangen. Jemand hat den Oberstock gehabt, jemand hat irgendwie, sie sind in einen Keller. Du musst dir echt vorstellen, die haben einfach Matratzen auf den Boden gelegt und haben einfach alle dort geschlafen. Ja, wie bei uns Also Amerika ist für mich sowieso, also A ist es mega weit weg gewesen. Aber so das ganze Leben dort zu sehen, sind ganz viel eben entweder so Klischees bestätigt worden oder dann auch mega wieder leid. Keine Ahnung, jeder spricht irgendwie im Bus an. Die Art und Weise, wie man miteinander redet und wie man miteinander umgeht, ist einfach viel herzlicher als hier. Für mich war es wirklich so die erste Reise, wo ich überhaupt mal fort bin, also so länger. Du musst alles selber organisieren, du musst wirklich schauen, wie du von A nach B. Du musst dann einfach auf dein Bauchgefühl hören, so gehe ich wirklich dorthin oder nicht. Ja, und ich finde, es ist wirklich mega wichtig, dass man so ein bisschen eben auch seine eigenen Grenzen kennt und dann kennenlernen eigentlich. Und die einfach wirklich in einer völlig neuen Umgebung musst zurechtfinden. Wo du dann merkst, okay, ich kann eigentlich mega viel selber machen. Ich würde das wirklich jedem empfehlen. Stürmt mit euren Eltern, es lohnt sich.